Angedacht zwischen Rhein und Reden. Impulse aus dem Kirchenbezirk Germersheim. Ich bin krank. Schon seit über 2 Wochen bin ich krankgeschrieben. Komischer Ausdruck. Krankgeschrieben sein. Als ob das Kranksein nur amtlich ist mit einem solchen Papier, das der Arzt ausstellt. Doch das ist bei uns so. Alles muss seine Ordnung haben. Jetzt liege ich da und habe Zeit. Manchmal zu viel. Wo ich sonst oft rastlos unterwegs bin, ist jetzt Pause. Die Arbeit im Garten, die ich kurz zuvor noch fertigstellen wollte, dann kam aber der Regen. Sie musste nun ruhen. Nun, alles ist für irgendetwas gut, so sage ich mir selbst. Die Operation ist gut verlaufen. Wenn ich zurückdenke, für die Ärzte war der Eingriff eine reine Routinesache, Gott sei Dank. Die Schmerzen nur am Anfang, bis die Betäubung wirkt. Dann heißt es stillhalten. 2 Stunden lang. Ambulante OP. Ich bekomme alles mit, was getan und gesprochen wird. Doch will ich das? Meine Gedanken gehen auf Tournee und ich denke, hoffentlich machen sie keinen Fehler, nicht auszudenken. Und bevor die Angst kommen kann und mich in den Griff nehmen, fange ich an zu beten. Ja, beten, das kann ich. Immer und überall. Auch auf dem OP-Tisch. Beten für die Ärzte, dass sie konzentriert sind und dass alles gut gelingt. Aber ich bete auch für die Menschen, die mir lieb und wichtig sind. Für meine Familie und für alle, die jetzt an mich denken. Ja, und eine große Dankbarkeit erfüllt mich. Ich danke, dass ich geholfen bekomme. Danke, dass es Versicherungen gibt, die die Kosten übernehmen. Für viele Menschen in anderen Ländern unerreichbar. Mir fallen Geschichten aus der Bibel ein, wie Jesus Menschen geheilt hat. Der blinde Mann, dem er einen Brei aus Speichel und Erde auf die Augen streicht. Oder der Lahme am Teich Siloach und viele andere. Damals gab es keine Ärzte oder Menschen, die sich bei Krankheiten auskannten. Man half sich so gut man konnte selbst. Blinde oder Gelähmte konnten sich ihren Lebensunterhalt nicht selbst erarbeiten. Und deshalb wurden sie von den Angehörigen an belebte Straßen oder Plätze gebracht, damit sie dort betteln konnten. Wie schrecklich, den ganzen Tag so dazusitzen und angestarrt zu werden. Oder auch übersehen zu werden. Krank sein kann heutzutage auch eine gute Seite haben. Auszeit. Ich habe Zeit, um über mich selbst nachzudenken. Zeit zu reflektieren. Zu prüfen, was für mich gut ist. Aus dem Trubel und der Anspannung heraustreten. Für eine bestimmte Zeit. Das kann gut tun. Ich darf aus dem Geschirr, mit dem ich in der Alltagsarbeit eingespannt bin, für eine Zeit lang aussteigen. Ich darf es ablegen und nachspüren, wie es ist, wenn die Last von mir abfällt. Mir fällt das nicht leicht, doch dann kann ich es immer mehr annehmen und geschehen lassen. Der Herr ist dein Arzt. Dieser Vers kommt mir in den Sinn. Ja, so ist das. Wir sind und wir bleiben in Gottes Hand. In Gesundheit und in Krankheit. Gott ist da und sorgt für mich. Auch durch die Menschen, die in den Krankenhäusern und Operationssälen ihren Dienst tun. Ich bin dankbar dafür. Ich spüre die Verbundenheit mit den Menschen, die an mich denken in dieser Zeit, die nach mir fragen, die mich besuchen oder die anrufen oder schreiben. So macht es Freude, auch wieder gesund zu werden. Gott sei Dank. Angedacht zwischen Rhein und Reden. Impulse aus dem Kirchenbezirk Germersheim.